Schönen guten Mittag. Wir hatten den neuen Regierungsrat, wo wir den neuesten Punkt gemacht haben, an einen langen Échange hatten über die aktuelle Situation und die Entwicklung, die letzten und die letzten Wochen von der Corona-Pandemie. Ich will unterstreichen, und was doch ganz wichtig ist, dass die Regierung die Entwicklung von der Pandemie permanent am Blick an das ehrlich gesagt da anwächt. Ich will aber auch so, dass das für die einzelnen Ministerinnen zählt, besonders für die Gesundheitsminister, aber auch für ganz viele andere Leute. Und ich will wirklich den Mitarbeitern, den Administrationen, den Ministerien, es gilt für die Chercherinnen, die uns mit wichtigen Informationen versorgen, und auch die vielen Experten, ob das Verband vorbei sind, auf allen Niveau auch dafür merci so. Hier Informationen sammeln, Daten analysieren, an die verarbeiten, Konklusionen ziehen, an Decisionen holen, gehört Zanta meint für Hunderte von Leuten als Zusammenarbeit an als ständige Begleiter. Wir machen uns hier nicht einfach, und ich kann ich auch versichern, dass wir als Regierung das Prinzip der Präkaution verinnerlicht haben. Präkautionen, was den Virus konzerniert, mir eben auch was die Allgemeinsituation, die vom Land, die von den Menschen, die hier leben, konzerniert, an den Virus, an die Leute gegen die Pandemie, sind den Vektor, an dem ohne Zweifel sich wirklich auch alles rundherum dreht. Mit das eben mehr kompliziert, wie just die Infektionen an der Gitze halten. Es geht auch um Zukunft von den Kindern, von den jungen Leuten, es geht um Perspektiven, es geht um soziale Aufsicherung, um Arbeitsplatz, um Zukunft, um die Mentalgesundheit von ganz vielen Menschen, und es geht um Evaluieren am richtigen Sinn auch vom Wort. Das ist mir wichtig, das auch heute zu unterstreichen. Es gibt die Menace vom Virus, und es gibt auch die solchen, auch ganz seriöse Auswirkungen, die als Mesure gegen den Virus auch mitzubringen. Alle Mesure, die ihn hält, hat auch Reperkussionen auf andere Sachen. Das war den Anfang, das war seit dem Anfang immer als Position, und das bleibt auch als Position. Das ist keine neue Strategie, aber das ist unser Prinzip. Wir machen alles, für die Menschen zu schützen, und das für alle Menschen zu schützen. Wie also die Situation? Ich stelle fest, dass wir eine Stabilität tun, sowohl was die Neuinfektion auch betrifft, dass du ein Plateau gibt. Ein Plateau, den aber heiß ist. Es kann Ihnen aber so, dass wir 16. dem 21. Oktober eng méi oder manner stabel Situation noch hunn bei de Zuel vun Neuinfektionen par rapport zu den Tester, die auch gemerkt gin. Den Tod de Positivité, also de Ratio vun de positiven Tester par rapport zu der Ingesamtzuel vun den durchgefeuerten Tester beweegt sich tschen 5 a 7%. Das also iwwer die Zeitmol iwwer 6% gewircht an och ënner 5%. Schule meint es raus, weil meint es nicht repräsentativ ist, weil das wirklich ganz spezifisch Zahlen auch sind. Es kann Ihnen den Moment auch davon schwätzen, dass Sie eine leichte Tendenz nur innen gesagt. Das haben auch die Spezialisten nach ein Jahr gestern konfirmiert. Wir hatten die 4. Woche an die Woche 4 drin, und das soll ich nicht vergessen, auch Peaks von über 800 Infektionen den Tag, an der Moment immer drin, aber noch immer zu hoch. Wir konnten dem noch evitiert, dass Zahlen exponentiell klammen an Tendenz nur öwen als auch gebracht gehen. Und das ist auch wirklich der Verdienst von denen Mesuren, die für 3 Wochen annonciert gesehen, und noch Prise de Conscience von ganz vielen Leuten. Das heißt, dass wirklich auch der Großteil von den Leuten sich auch bewusst sind, dass sie einen großen Teil von Responsabilität auch drohen. Am europäischen Vergleich, wenn Ihnen die Zahlen auch vergleicht, leider heiß bei den absoluten Zahlen beim Vergleich zu der Bevölkerung, aber niedrig, was den Tod der Positivität auch betrifft, ganz deutlich mehr niedrig auch wie als Notbeschländer. Ich will keine Interpretation darüber machen, weil da kann ich so, ja, die machen kein Large-Scale-Testing, die machen Large-Scale-Testing, wie gesagt, den Tod der Positivität ist niedrig. Ein weiteres Element, das das beschäftigt, also auch die Altersstruktur von den Leuten, die positiv getestet gehen, das ist nämlich wichtig für eine rein statistisch mit Reperkussionen am Anfang auch die op der 12 von Hospitalisationen in der nur gesagt, als der selbstverständlich auch ein Lien mit der Altersstruktur von den Leuten, die infiziert auch
auch gehen. Den Amment sind die 16% von den positiven Fällen zu Lützeburg über 65 Jahre 10% zwischen 65 und 70 und rund 6% zwischen 80 und 94 Jahren. Wir hatten gestern Abend 236 Covid-Patienten, die hospitalisiert waren, und davon 40 op der Intensivstation. Es kann nicht so, dass man bei den Intensivbetten bei einem Tofu über kurz mir liegt über 50% von der Kapazität sind an der Phase 4. Bei den normalen Soins sind wir bei 2/3 von der Kapazitäten, die die Spitäler haben, ohne dass es größere Reperkussionen auch auf die normale Gesundheitsversorgung hat wohl verstanden. Für den Notfall kennt man da auch opstocken, wann dat mis sinn, aber dat hat dann eine größere Inzidenz auch op einer Bereiche von medizinischer Versorgung, und das wollen wir, und das muss man auch evitieren. Wir können andere Pathologien nicht so, und die können nicht soigniert gehen, weil wir es eben nicht packen mit den Betten. Das ist eine Sache von Responsabilität. Was die Hospitalisationen betrifft, gouf an den letzten 3 Wochen eng Loshos mehr eng Tendenz no Uwen von 141 Patienten, an das war normal den 31. Oktober op gestern 180 a vu 27 Patienten selbsten Datum op Intensivstation op gestern och 40. Auch bei den DC sind 12 von den Leuten, die auch gestorben sind, an Blut gang. Der Minister kann da nur mehr an Detail darüber eingehen. Mit 12 von den Leuten, die gestorben sind, aber bei denen der Virus diagnostiziert auch Guinness, hat sich an den letzten 3 Wochen, so wie ich wieder gesagt habe, auch eine Urwen entwickelt. Am Vergleich mit der ersten Werk gesagt, dass man dramatisch aus mis hart als all einzelnen Stirbfall ein Batter Novelle. Das nicht zu relativieren, wir sind am Anfang an einer Situation, wo Komorbiditäten auch eine wichtige Rolle spielen an den Durchschnittsalter auch von den Leuten, die sterben, auch ganz hoch ist. Auch bei den 12 von den Décès sind wir im europäischen Vergleich erster am Mittelfeld, wie gesagt, wir sind deutlich nach der 12 von unseren belgischen Opern oder auch wie Frankreich, wir haben mehr Stirbfälle zum Beispiel wie in Deutschland, wenn ihr proportional zur Population auch guckt. Wobei die Vergleiche aber wirklich auch müssen mit Vorsicht appréciiert gehen, weil das schwierig auch sicherzustellen, wie Kalkülen auch von den Décès mit Komorbidität oder wie auch Décès an verschiedenen Ländern auch gerechnet gehen. Was wir können aber vergleichen, aber zum Beispiel 12 von den Hospitalisationen heute in Lützeburg, du seid den aber, dass wir am Vergleich zu den europäischen Ländern aber drinnen sind. An der 12 von den Hospitalisationen, das ist der Korollär, wenn ihr guckt, wie viele Infektionen, wie viele Leute an Spital landen, als bei uns 12 mehr niedrig wie an den meisten anderen europäischen Ländern. Also, wir haben echt eine stabile Situation, schon viel gesagt, eine stabile Situation, aber auf hohem Niveau. Wir haben die verschiedenen Schwierigkeiten, die jetzt aber auch die letzte Zeit am Griff. Das gilt notamment für Tester und Wartezeiten noch, die in den Laboren hat, wo, wie gesagt, eine große Entlastung konnte schaffen. Das heißt, dass auch die viel Datanten, die Delayen, die früher noch da waren, konnten ganz stark reduziert gehen. Den Tracing ist massiv abgestockt gehen. Der Minister hat auch nach letzter Woche mit den neuen Leuten auch einen Échange gehabt. Das heißt, dass du auch, wie gesagt, der Retard haut abgeschafft konnte gehen. Auf jeden Fall der Groß von dem als dann gemerkt. Wir sind nicht über der Limit von dem, was man an die Spitäler packen. Wir sind aber an einer ähnlichen Situation und es bleibt ganz wenig Sput nach oben. Wenn ihn will, wie gesagt, auch die allgemeinen Gesundheitssoins, die heute an die Spitäler auch prodigiert gehen, kann will beibehalten. Dafür sind wir der Meinung, dass wir uns auf neue Mesuren sollen präparieren. Wir sind nicht an der Situation, dass wir neue Mesuren und neue Restriktionen müssen holen. Wir sind in einer Mesure, wo wir der Meinung sind, dass es aber wichtig ist, neue Mesuren zu präparieren. Das heißt, wir gehen uns nach dieser Woche für eine Tendenz weiter zu analysieren. Wenn da nicht darauf geht, an wir am Anfang ein zusätzlich Manöver, einen neuen Puffer kriegen für am Anfang am Milieu hospitalier, wenn wir den nicht können halten, muss man handeln, weiter neue Restriktionen aufhören. Wir haben morgen am Regierungsrat auch ein Projet de loi
ugehol an die werd auch am Lach vum Dach an der Chamber deposiert gin mir noch Konferenz de Präsident an de Büro haut de moien Gesundheitsminister nicht selber auch informiert iwwer de Kontinu vun dem Projekt de loi de er ugehol hun. De soll dann an Prozedur goen dat das institutionune schaffe können Chamber an noch de Conseil d'État. Wir sind aber der Meinung, dass de Wort iwwer den Text net lo soll stattfannen. Wir haben auch der Chamber mitgedeelt, dass für uns wichtig ist, dass wir am Anfang das Wort nach holen für Tendenz zu analysieren, wann die Tendenz raufgehen. Wann die Tendenz raufgehen, hat man Minister, ich kann da nur mehr an Detail gehen, was das auch heißt, sind wir der Meinung, dass die Restriktionen nicht nötig sind. Aber wenn die Tendenz nicht aufgeht, und auf dem höheren Plateau nach bleiben, muss man am Hu kein andere Schwa, da froh für dass den Text auch ufangs nächster Woche mendig sollte von der Chamber auch gestimmt gehen. Ich kann Ihnen vorstellen, für was nicht lo, für was nicht direkt, für was überhaupt will da die Mesuren auch holen. Also wie gesagt, für was das ganz klar zu sagen, wir sind lo an einer stabler Situation. Wir können exponentiell hossen. Wir sind nicht an der Situation, wo das exponentiell ist. Das soll ich klar so, wir sind an einer stabiler Situation, eine stabile Situation, die aber heiß ist. Und das Leben zu Lützeburg funktioniert auch, wir haben kein komplettes Konfinement gemacht zu Lützeburg. An die Situation im Moment, die, wie ich so, die wir packen, ist aber keine Idealsituation. Du musst wissen, dass Stresssituationen an auch den Ermüdungsfaktor am Spital aber aufhängt auch zu wissen. Und dafür ist es auch wichtig, für das man können Garantie geben, dass die Leute, die aber krank sind, für die Leute, die aber infiziert sind, für die Leute, die andere Pathologien haben, das Recht an einem Land haben, obsoin. Wir können nicht just so, das ist egal, und dann, wenn es dann wirklich wenn wir am Pützleien, wenn nicht für Pützleien, auf Banker wollen reagieren. Dafür, für das wir es auch langfristig packen, brauchen wir einen Puffer, wie gesagt, die gewisse Macht, die ich auch schon für drüben beschrieben habe, weil wir haben auch an der Vergangenheit gelehrt, dass Zölle von gestern Haut ganz anderer können sein, an Zölle von morgen ganz anderer können sein von Haut. Dafür brauche ich, wie gesagt, die Macht der Manöver, wir können auch die Prävisibilität auch zu holen. Wir müssen die Macht können wir just packen, wenn wir 12 von den Neuinfektionen aufkriegen. Und die muss man auch kriegen. Weil wir wissen ja auch, dass wenn wir andere Infektionen haben, dass auch 12 von den Hospitalisationen automatisch auch gehen. Es geht darum, wie gesagt, die nötigen Mesuren zu hören, für sich am Anfang Luft können zu verschaffen. An dem Projekt de loi sind Mesuren vorgesehen, die sich vor allem auf den Bereich konzentrieren, am Anfang auf den Bereich konzentrieren, wo ihr zusammen könnt, aber wo ihr keine Maske hat. Wir wissen, dass Maske an Distanzen von 2 Meter Faktoren sind, die Gestbarriere sind, die auch funktionieren. Aber wie gesagt, da wo die Maske sich nicht imposiert, da wo die Maske nicht möglich ist, sind wir der Meinung, dass die Plätze müssen am Moment, wenn es Interaktionen zwischen den Leuten auch müssen limitiert gehen. Das betrifft notamment den Horeca-Sektor, wo die Sozialkontakte per Definition dazu gehören. Es kann ja sicher nicht etwas trinken oder etwas essen gehen mit einer Maske. Ich will aber direkt auch auf hier streichen, dass Cafetier an Patron von Restaurant nicht dürfen stigmatisiert gehen als schuldig, da das nämlich nicht der Fall. Wie gesagt, dass du auf den toten Plätzen, weil sie du am Restaurant Leute infizieren, mit das der Fett von dem sozialen Kontakt dich von den Leuten auf den Platz, wo sie sind, auch ob das daheim ist, und werde ich da nur drauf kommen, wo ihr dann am Anfang keinen Respekt von Distanz hat, wo ihr kein Maske unhört, wo aber auch ein Faktor von Infektion auch da ist, den wir auch wissen. Das heißt, für uns geht es darum, die Sozialkontakte zu reduzieren, aber wie gesagt, die Sozialkontakte auch insgesamt zu limitieren. Gleichzeitig sollen auch am Privaten die Sozialkontakte weiter reduziert gehen. Das heißt, die Zahl von den Leuten, die in Verbausen kann heim evitieren, die bei Feuerwehr geht auf 2 Euro auch gedurcht für die Sozialkontakte zu limitieren. Wir sind uns bewusst, sie noch Schulen, die so 0 daheim. Wir sind uns aber auch bewusst, dass der Lien sozial für verschiedene Leute ganz wichtig ist. Und da, wenn sie ihn auch nicht so dass sie überhaupt keine Idee empfangen, aber wie gesagt, auch ein Appell. Auch wenn eben 2 Leute invitiert. Und das ein davon krank. Da sind dann nur 2 andere Leute krank. Das heißt, wenn ihn invitiert,
Ich weiß das nicht agréabel. Aber wenn es mich ist, wenn ich die 2 Meter nicht respektieren kann, Maske unholen, das vielleicht nicht agréabel, mir hilft aber. Nicht nur dem, bei dem der invitiert sitzt, oder protegiert auch ich selber oder auf jeden Fall den dann ein Gastgeber ist. Das ist die Realität, die wir heute im Terrain gesehen haben. Das heißt, dass da, wo die Leute zusammenkommen, ob das am Privaten ist, ob das auf den Plätzen ist, wo ihnen Masken dünn wird, wo ihnen nur bei ihnen ist, aber der größte Risiko ist, für sich umzustürchen. Wir wären alle anderen Aktivitäten, die können stattfinden, an der Vereiner Sport, zum Beispiel, wo gehen am Prinzip auch in der Bunde mit einer kleinen Möglichkeit von maximal 4 Leute, also den Exerzice zu 4 als dobause möglich, mit den organisierten Sport, den auch an der Halle stattfindet, das nicht mehr möglich, mit Exzeptionen wie gesagt vom Sport Elite oder vom professionellen Sport und auch vom Schulsport. Theater, Konzerte und kulturelle Aktivitäten, wo Publik auch empfangen wird, werden dann noch erbracht gehen. Es gibt aber da, wie gesagt, eine Exzeption, das für die Museen, das für die Bibliotheken, an einer Institutionen oder Galerien, wo in am Anfang zirkuliert, das heißt, dass sie nicht statisch ist, an zirkuliert, dass wir an einen Kommerz, wo in rangeht, an diese rausgeht, wo war, et vient auch as, wo sowieso die Obligation auch von der Maske, als die Plätze können dann abbleiben. Das alles, wie gesagt, für den Fall, wo man Tendenz nicht umgedreht kriegen. Was wichtig ist, die Mesuren, die man dann auch der Chambre proposieren, für die nächste Woche zu wann sollen nicht giffen aufgehen, giffen bis den 15. Dezember auch gelten. Wie gesagt, dafür muss man selbstverständlich auch eine Analyse machen, für zu gucken, ob weiter Mesuren müssen am 15. Dezember bleiben. Durch den heutigen Text werden wir auch die Mesuren, wie zum Beispiel die vom Couvre-feu oder von den anderen Punkten, die schon drauf wären, verlängern auch bis den 15. Dezember. Und da muss man die Woche für drun eben die Analyse auch können machen, wie die Situation sich dann eben auch abhandelt. Zu den Schulen, parallel zu den Mesuren, die ich just zitiert habe, gibt auch wann, wie gesagt, am Montag den Projekt de loi an der Chambre gestimmt gehen, den Edukationsminister auch verschiedene Mesuren holen. Wie gesagt, die sind nicht die gesetzt, dafür brauchen noch kein Bass, keine Chambersdecision, die könnten dann auch dann direkt am Montag dann holen. Das Mesuren, die schon auch am Sektor diskutiert gehen, ergeben dann auch bis Christvakanz dann auch gelten. Den Edukationsminister, wie gesagt, wird den Moment auch ein System von Alternance an den jeweiligen Klassen am Lycée übergehen, an ein System von Apprentissage à distance aufhören, auch an den Schulkantinen wird den Moment auch neue Regeln gelten für 12 von den Leuten, die gleichzeitig selben Tisch essen, auch aufzusetzen. Aber wie gesagt, die Mesuren geben dann ohne wird an der Chambre mir dann über die Decision vom Minister Mensch geholt gehen. Wie gesagt, das heißt, als der Fakt, dass wir nicht an der Situation sind, wo wir heute müssen, an toute Urgence reagieren, die Analyse von den Zahlen bringt mit sich, dass wir die Pferdesprüche tun, ein exponentiell hohes, all zusammen bis zu stoppen, das haben wir gepackt, das haben wir Pferdesprüche, aber es geht nicht durch. Den Palier, den wir im Moment tun, an diese Palier, den wir im Moment tun, ist im Moment zu hoch. Wie gesagt, wenn wir bis Ende der Woche besser gesehen, stabil, also wie gesagt, mit besser, an signifikativ besser, man am Gesundheitsminister wird auch darauf angehen. Das heißt, dass an die richtige Richtung gehen. Bereichen wir die dort den Text dann nicht. Wenn das nicht der Fall ist, wie gesagt, dann geben wir die Chambre invitieren, für Montag Texte zu stimmen, die von der Matze springen, dass, wie gesagt, bis den 15. Dezember diese neue Restriktionen auf unserem Alltag kommen. Es sind die Plätze, wo wir geguckt haben, wo der Risiko auch am größten ist, wie gesagt, wo die Leute keine Maske haben, nicht 2 Meter können respektieren, aber wie gesagt, auch, weil ich werde auch sicher die Frage gestellt kriegen, an dem letzten Projekt de loi vom 13. November, den Herr Dalles auch deposiert hat, da ist auch ein Aid, die viel gesehen, ein Aid Coût non couvert, das heißt, das ist eine Disposition, die auch viel gesehen ist, von einer Fermeture administrativ, die nämlich viel gesagt, dass nicht nur 75%,
mehr 100% am Fond von den Freien aus der Klasse 6 eligibel sind, weil wir wissen ja, dass bei einem Lockdown 12 von der Resette wird nur bei 0 auch leihen. Selbstverständlich, schon nicht präzisiert, mir für die Restauration geht nach immer den Take-out, der das ja eine Disposition, die noch funktioniert. Mir für die, wie gesagt, als dann auch 100% da, wo man giffen auch ersprangen, natürlich belosen auch Heiloken fallen mit den Situationen, wo man wissen, dass es auch eine schwierige Situation auch ist. Wie gesagt, die nächste ist sie wichtig, was ich bewusst ist, wie wichtig das ist, wenn wir können, alle Summe fertig bringen, dass wir nach die nächste Infektionszahlen haben, die nicht steigen, an nächster Ruf gehen, für das selbstverständlich, wenn wir uns alle Gute können wünschen, aber wir können nicht auf dem Niveau, wo wir sind, einfach so, wir gucken. Wir müssen den Niveau, den wir haben, den Palier, den wir haben, an dem man nicht es nicht mehr packen an den Spitälern. Aber alles machen, für das wir evitieren, dass man in eine Situation kommen, wo wir es nicht mehr packen. Dafür die Responsabilität, die eine Regierung auch hat, auch nicht nur zu reagieren, wie auch zu antizipieren. Madame Gesundheitsministerin. Merci beaucoup. Ja, auch wenn wir alle guten aufhängen, mitzugehen, wir haben mal etwas zu dienen, ein Virus zu dienen, den nicht mitgeht. Nicht mit sich zu verbreden, nicht nach seiner ganzen Energie. Und dafür gilt es wirklich schwärig zu bleiben. Wir wissen, dass dieses Virus sich so schnell verbreitet, dass es ohne Mesuren, ohne Erfahrungen überhaupt nicht möglich ist, für ihn anzudämmen. Hier gibt es Stimmen, die extrem schnell durch die Gesellschaft sichern und das schützt durch gemeinsame Erfahrungen, wo man das überhaupt gedrosselt behalten. Dass der Virus sich weiter bewegt und dass es ein Tribut fordert, immer rum, das sind wir gewohnt gehen. Gerade die letzten Wochen, wo viele Leute müssen mit erleben, was das bedeutet, Familienmembern zu haben, die ganz schwer getrabt sind. Wir haben 39 TCen zu verbuchen gehört. Das ist enorm viel, wenn der Vergleich mit der ersten Welle. Das weist, dass der Virus noch immer präsent ist, dass es überhaupt nicht mehr klein gehen ist und dass wir wirklich müssen aufpassen, dass man nicht an der Zeit aufhängen zu vergessen, wie wichtig das bei der Stange zu bleiben. Konsequenzen hueten, wann sich verbreitet, sind immer noch dieselbe. Dann trifft vulnerable Leute für allem. Wir wissen von unseren letzten Statistiken am Moment par rapport zu den Neuinfektionen, dass 15% von den Leuten über 65 riskieren am Spital zu landen mit Komplikationen. Und das auch nach wie vor Leute unter diesem Virus sterben, brauche ich keinem zu erklären, das haben wir gesehen. Für was ist es so gefährlich, die Situation nicht darum gedrosselt zu kriegen, weil es zu einer Überlastung von unserem Gesundheitssystem führt. Das ist ein relativ großes Unzahl von Leuten, die doch aber Komplikationen kriegen, auch Leute aus allen Alterskategorien. Und das bringt mit sich, dass eben die normal sind, die verschiedenen an der Schweiz nicht nur von der Prise en charge von den Covid-Patienten, sondern auch von den anderen Patienten. Wir haben ein normales Gesundheitssystem, den sein Denken muss lesen, dass den auf Hochkind gestaltet gehen. Wir brauchen also genug Raum für durch die Langzeit, ja, es darüber noch befürchtet, wirklich an einer Situation zu bleiben, wo man jeder Bürger können die Soins offrieren, die braucht, die Prävention auch können bieten, für nicht no Kollateralschäden zu haben, im Niveau von der Gesundheit von den Leuten, die an keiner Proportion mehr stehen zu dem Evil, was wir hier bekämpfen. Wir können vieles dazu beitragen, den Virus zu gerieren. Das machen wir auch. Wir können sensibilisieren, dafür sorgen, dass die Leute wirklich verstehen, wie sich verbreitet. So ein Virus ist etwas Komplexes. Und viele Leute haben sich noch nicht ganz viel Gedanken darüber gemacht in ihrem Leben. Das ist also wichtig, dass wir mit der Sensibilisation am Ball bleiben. Schutzmaßnahmen können wir promovieren, auch fordern auf verschiedenen Plätzen, dass sie sich zusätzlichen Schutz gibt, für sich nicht umzustechen. Wir können ganz viel machen im Bereich vom Testen, vom Tracen, für den Virus auf der Spur zu bleiben, für Handeln zu bleiben, für die Infektionsketten zu unterbrechen. Wir können unser Gesundheitssystem bis zu einem gewissen Punkt unterstützen mit Situationen am Land, die steht an die Feld, mit dem Terrain, den wir letztendlich diesem Virus überlassen, für sich zu verbreiten. Was wir mehr Terrain lassen, für sich zu verbreiten, was wir mehr müssen haben und rudern, für das ganz schwierig zu kriegen. Wenn wir Mesuren holen, worüber zielen die aus? Die zielen an erster Linie darauf aus, dass man die Schutzmaßnahmen, die wir vorgesehen, die wir promovieren, dass sie auch wirklich respektiert gehen. Es hilft nicht, wenn wir Rekommendationen machen und sie gehen nicht angehalten. Das ist also ganz wichtig, dass wir als einen gewissen Marsch gehen, dass wir als Moyen gehen, für auch zu gucken, dass Schutzmaßnahmen respektiert sind. Und darüber hinaus wollen wir Mesuren für Wert an der Essenz wollen wir Mesuren für eben den Terrain knapp zu machen, auf dem den Virus sich verbreiten kann.
Wir wissen, dass es die soziale Kontakt, die Interaktion von Mensch zu Mensch aus, wo der Virus sich verbreitet, also sicher mal Mesuren zu finden, die möglichst viel Erfahrung an einfach Terrainwäschschule, wo Leute sich normalerweise eben treffen, wo ein Risiko ist, dass sie vielleicht nicht so aufpassen, aber wo sie wie Beispiel als zitiert gehen, wenn in Öst zum Beispiel, da sind sie in Kontakt mit dem gegenüber Uni, eben forcément können eine Maske umzuholen. Das sind alles Situationen, die eine gewisse Probabilität von Infektionen mitzuspielen. Wir wissen auch andererseits, dass es kein Nullrisiko gibt, das klar mit Mesuren, die wir holen, die wir promovieren und immer als Zielsetzung irgendwo dafür zu sorgen, dass man den Terrain, wo sich das Virus verbreitet, mehr eng kriegen. Wenn man Leute in einem durchsitzen, als Probabilität, dass ich auf dem Tisch aussteche, natürlich viel mehr klein, wie wenn zu 10 oder zu 12 ist, das multipliziert Risiko. Das gilt überall, das gilt sowohl am privaten wie auch am Moreska. Das ist eine Regel, die wirklich gilt zu verstehen. Wir sind heute eigentlich ganz froh zu sehen, dass die Mesuren, die wir den 30. Oktober geholt haben, an die Männer restriktiv sind, wie auch vielen anderen Ländern, doch hier Fristen gedroht haben. Das war gar nicht evident, dass die Giffen hier Fristen drohen. Situation, als auch viele Länder eskaliert, bei uns ist nicht alles aus dem Ruder geraten. Wir haben Remenke gewesen, dass es halt zu Lützeburg möglich ist, ganz schnell zu reagieren, ganz schnell Gewünschten zu ändern. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, da stehen wir gar nicht da, wo wir heute stehen. Aber wir könnten uns überhaupt nicht die Woche nachgehen, für aufzuwerden. Es hat sich stabilisiert und das ist schon ein ganz großer Schritt noch hier. Das weiß ich, dass ich das kann an den Griff kriegen. Ob es durchgeht, als eine andere Frage. Mit jedem Fall sind viele Erfahrungen gemacht worden. Und ich gebe auch wirklich gerne von der Gelegenheit, profitiere ich von einem Merci zu sagen. Ohne die viel Erfahrung hat das heute ganz schnell können aus dem Ruder gehen, und zwar ganz schnell. Allerdings, wenn wir das wollen, über eine lange Dauer gestellt kriegen, sind wir im Moment noch immer auf einem Plateau, auf einem Niveau, dem möchte, dass wir nicht viel Luft nach oben haben. Was bedeutet das, nicht viel Luft nach oben haben? Das bedeutet, dass wir so viele Neuinfektionen nach wie vor haben, dass das Risiko für sich umzustechen, das Risiko, dass es aus dem Ruder geht, extrem hoch bleibt. Was mehr Leute zirkulieren an der Gesellschaft, die den Virus ausstrahlen, wird natürlich Probabilität, dass er sich umsticht, geht. Ich kann nicht genug wiederholen, es gibt kein Nullrisiko. Wir haben noch immer mehr Fälle von Leuten, die trotz Mesure de Protektion sich umgestochen haben, die nicht wirklich wissen, wo. Der wir nicht davon ausgehen, dass er irgendwo Nullrisiko hat, außer es wäre ihn total isoliert, dann können wir mit gut keinem in Kontakt kommen. Als Spitäler funktionieren nach. Wir sind an der guten Situation, dass wir im Vergleich, ich denke nur als Belschnupperen oder Französischnupperen, nach wirklich an einer Besetzung sind, die nach ganz viel Normalität zulässt. Das ist nicht überall der Fall. Das ist etwas, was wir auf alle Fälle wollen evitieren, noch zumal an der Dauer, für wirklich müssen massiv zu deprogrammieren. Wir sind maximal abgestellt, das ist gut, und das ist aber auch das, was möchte, dass nicht mehr viel Luft nach oben ist. Du weißt, dass den Engpass, den wir haben, und wo die ewige Limit ist, das dreht ganz viel rund um Personal, was wir haben. Personal, was wir haben, für die Krise zu gerieren. Es dreht dem Personal auch, die als Wirtschaft funktionieren hält. Wenn die Banker Tausenden und Tausende Leute in Quarantäne sind, das über Wochen, da können wir nicht funktionieren. Da kann ihn nicht mehr funktionieren und auch nicht essentiell Services. Aber wir sind irgendwo an Paragen angekommen, wo das eben riskiert zu geschehen, wenn man nachher mehr hochgehen an den Infektionszahlen. Und noch an unseren Spitälern ist es nicht ernst. Auch da sind wir mit dem Personal hier wirklich auf einem Niveau angekommen, wo es schwer wird, wirklich nach mehr hochzugehen, ohne wirklich Abschnitte müssen zu machen, die wir nicht wollen haben. Wir sind maximal aufgestellt, auch mit den Testern. Nach wie vor, Lützeburg hat eine extrem ambitiöse Strategie im Bereich vom Testen und auch vom Tracing, wo wir auch können zuversichtlich sind, dass wir hier in dem Land vielleicht die Chance haben, davon zu kommen mit Mesuren, die Männer abschneiden, sie wie in anderen Ländern, weil wir eben ganz viel investiert tun. Wir viel Zoom, wir viel Material investiert, wir ganz viele Leute an der Front, die einen remarkablen Ansatzweisen Tag für Tag. Als Testkapazität pro Woche ist momentan abgesagt auf 70.000 Tests pro Woche. Da sind wir de loin Nummer 1 nach in Europa. Und selbst ist am Tracing, wo wir eben durch die Evolution über die letzten Wochen massiv abgeführt haben mit einem operationellen Team von über 200 Leuten, die da am Einsatz sind. Das ist eine Abrüstung, die wirklich ihresgleichen sieht, sodass wir von den Rahmenbedingungen wirklich gut aufgestellt sind, für eine Vitesse de Croisière zu halten. Nichtsdestotrotz, wie ist das nicht bis an den Himmel? Es kann nicht an den Himmel, wo es irgendwo natürlich Limit an die gilt es wirklich zu fangen und zu halten, und zwar an der Dauer zu halten, ohne zu viel Zickzack zu fahren, ohne muss wir auf der Sprangpression einen Schritt zurück machen, das ist am Anfang als Zielsetzung.
Wir haben auch weiter ganz gezielte Mesure geholt rund die Leute, die besonders vulnerabel sind. An den Altersheimer, der Westtag hat schon ein paar Mal gesagt, da wird wirklich flächendeckend durchgetestet, erlaubt, als eben die Moyen, die wir haben, erlauben, als das zu machen. Mir alles das ersetzt nicht wirklich auch den gemeinsamen Erfolg, den man machen muss, für insgesamt eben den Terrain für die Verbreitung mehr eng zu kriegen. Wir haben par rapport an die zwei Spitäler auch zusätzliche Mesure geholfen zu entlasten. In dem Sinne wird auch Mittwoch ein neues Centre de Consultation Covid zu Esch abgehen. Und zwar da, wo am Moment ein Centre de Prélèvement nach ist. Centre de Prélèvement, ich erinnere mich, dass da, wo ich just mal eine Ordonnance kann, hier für sich testen zu lassen. Die Service werden wir heute stoppen, heute noch, und dann das ersetzen durch ein Centre de Consultation Covid. Das ist ein Centre de Consultation Covid, das ist am Anfang wie eine Doktorpraxis, wenn ihr so wollt. Es gilt darum, die allgemeine, also generell Medizin general zu entlasten, auch Pädiatren an dem Centre de Consultation können ab 6 Jahren auch hingehen, und auch für allem die Urgenzen zu entlasten, gerade am Süden rund um Spital. Für wen ist das geduld? Das ist für Leute geduld, die Symptome haben, die sich Covid-krank spüren, wo die können wirklich geguckt werden von einem Mediziner. Die können dann noch auf der Platz getestet gehen. In dem Moment es ist auch ein Platz, wo Leute, die schon positiv sind, die aber nicht krank sind, wo ja ganz viele Leute, die den Virus hun an aber nicht krank, Gott sei Dank. Das kann aber von einem den anderen kippen. Auch die Leute, wenn sie Symptome entwickeln, können an die Centre de Consultation gehen. Das ist auch das, was wir ihnen dann roten, dass sie die Urgenz evitieren, die Urgenz wirklich schützen, wenn es extrem akut gehen. Das ist eine kurzfristige Entlastung wert gehen, auf jeden Fall rund um das Spital zu Esch. Der Fett ist, wie gesagt, dass nach ganz wenig Luft nach oben ist, nicht absolut gesehen. Das kann ich immer noch herabfahren, mit der Ambition, die wir uns geben, für wirklich ein gutes Gesundheitssystem aufrechtzuerhalten. Par rapport zu der Ambition ist effektiv nicht mehr ganz viel Luft nach oben. Da muss man wirklich sehen, dass es zu einem mehr raufgehen, wie der Moment der Fall ist. Eine gute Gestion und eine gute Prise en charge fordern das, und dafür hoffen wir mal für dich, dass man noch einen Zusatzeffekt vielleicht gesehen von unseren letzten Mesuren. Das werde ich absolut noch nicht ausschließen. Wir haben eine lange Plateau, wir haben noch ganz hohe Infektionen gehabt, und die gehen mal nach einer Zeit weiter an der Familie zum Beispiel. Das heißt an der Bühne, an dem Kreis von Leuten, mit denen wir sowieso mehr eng zusammen sind. Also normal, dass der Virus nach einer Zeit schon weitergeht. Das ist also nicht ausgeschlossen, dass wir effektiv sogar schon genug Erfahrungen gemacht haben und gut genug Mesuren en place haben, dass man die Tendenz nur vielleicht nach gesehen am Laufe von dieser Woche, wenn wir wissen es nicht, wir müssen das aufwerten, dann evaluieren, wann so weit ist. Warum will man die Tendenz ausmachen? Das wird eher froh sein. Wir haben nur geguckt, ob Gemeinden, wenn man das die Gemeinden die Karte machen, die Foto wollen holen, da will man da wirklich irgendwo so die 500er Grenzen drin sind. Das wäre für uns ein Indikator, dass das Kurve am Gang ist aufzufallen, richtig am Gang ist aufzufallen. Danach wird natürlich idealerweise geht es da weiter, mit der so eine natürliche Sache, wenn die Mesure bis greifen, dann wir bleiben Ball, anfangen und raufzugehen, da wird es sich nicht so sehr durchstabilisieren, dann müsste es eigentlich auch weiter raufgehen. Dafür also noch den letzten Delay, den wir rausgehen, für eine Tendenz zu erkennen, dass die Perspektive, die wir brauchen, wenn wir die Perspektive bis hin, da wir sehen, dass sie nicht steigen kann, dann ist das vielleicht keine Einfachzeit an den Spitälern, mit wir sehen, dass sie kann überbrücken, und dann ist doch wirklich der Wert, alles dran zu setzen, weitermachen. Ich glaube noch weiterhin und als Stärken, die wir hier aufgebaut haben, die sich auch gewiesen haben, mit einer ganz, ganz großen Solidarität, dem großen Engagement im Terrain, ganz motiviert Personal nach wie vor, das lässt wirklich nicht nur. Mit einer ganz großen Proximität zum Terrain, das wir nicht vergessen, wir sind hier an der Kapazität, wenn es einen Morgen wirklich durchzutelefonieren, an sämtliche Spitäler, für ein genaues Bild zu kriegen von der Situation, und zentrale Daten auch, die man monitoren tagtäglich, wo man wirklich auch genau wissen, was das Proportion von älteren Leuten, wo man können Probabilitäten ausrechnen, was das bedeutet für als Spitäler. Das bedeutet, dass man auch ganz reaktiv können sein, wenn man etwas erkennen, können wir schnell reagieren, sicherlich mehr schnell wie an Ländern, die vielleicht mit großen Territorien haben, nicht die Flexibilität, die wir haben.
Min eng ambitieuse Strategie, ich meine, das schon oft gesagt, gin Lützeburg extrem viel investiert an Gestion von der Krise durch Moyen, die man als gin hun für flächendeckend zu testen. Auch da haben wir eine Aktion laufen, wo wirklich alle Staaten eigentlich durchgetestet wird in einem gewissen Zeitraum, weil wir eben an dieser kritischen Situation gerade sind. Das nervt all den anderen Achsen von unserer Teststrategie, ich gehe überhaupt nicht nach auf die an, das ist nicht ein Objekt vom Dach. Voilà, ich gebe also gerne daran auch erinnern, wenn wir Perspektive von eventuellen Zusatzmesuren haben, dass es kein güldener Mittelweg gibt. An der heutigen Krise gibt es nicht den güldener Mittelweg. Es gibt kein Patentrezept, keine Mesure, die ihn hält, und auch keine Mesure, die ihn nicht hält, bleibt ohne Revers. Alles hat sein Revers. Aufwerten als Risiko, das ist ganz klar. Wir wissen, dass wenn wir aufwerten, dass wir natürlich ein Risiko haben, dass zu den gehen, dass Herr No vielleicht seht, das hätte vielleicht besser für Drogen gemacht. Das ist nicht, weil heute keinen Revers hat. Wir gucken den bestmöglichen Equiliber zu haben, an so no, geschehen so no, und als Situation zu bleiben, wie es irgendwie möglich ist. Und auch dem no als die Freie zu wollen, viel schnell müssen reagieren, wann etwas aus dem Bruder gibt laufen, denn das ist im Moment nicht der Fall. Wir sehen etwas kommen, wir sehen etwas, was wir wollen evitieren, mittelfristig, wenn es nicht besser geht. Und an dem Sinn sind die Mesuren hier, denken ich, auch zu einem guten Zeitpunkt abgelöst gehen, wo in eine Debatte kann darüber führen, werden die an der Chamberkommission am Detail durchgehen. Ziel ist es, wie gesagt, an den Bereich ranzukommen, die besser gerabel ist, also eben mehr Lebensqualität gibt. Wir haben auf der Vitesse de Croisière, wo wir los sind, doch nach ganz viel Freiheit, Lebensqualität im Vergleich zu anderen Ländern, wo wirklich einer Schritt schon geholt gehen. Also Ambition, also als die Freiheit zu erhalten, an eine Vitesse de Croisière zu finden, die als wirklich gut bis zum Schluss durch das Krise feiert, bis man wirklich einer Moyen Hunde wisst, wir kriegen noch all der neue Moyen, wir kriegen Schnelltester, die müssen in der Woche kommen, die können dann an den Ersatz gehen, es kommen immer neue Erkenntnisse an der Behandlung, Impfstoffe sind an Aussicht, bis dahin gilt es, Ball zu bleiben, an das Beste zu hoffen, als Erfahren wirklich aufrechtzuerhalten, dass wir das Minimum Normalität nicht verlieren. Ich gebe euch merci so. Serge Pauli für RTL Radio und Tele Lützeburg. Ich will auf etwas zurückkommen. Bilder, die du weekend an der Großgas Foto gemacht haben, eine Reportage auf TR20, den auch von Regierungsmembern gedeelt wurde, wo ich so mal überspitzt formuliert Reklam gemacht habe, für Lützeburg shoppen zu kommen, an das Restaurant zu gehen. Das hat sowohl hier am Land verschiedene Leute verwundert, auch im Ausland. Und Politikerkollege von dir sich frohe Gestalt. Versteht das, dass auf der einen Seite annonciert, dass Möglichkeit von neuen Mesuren, auf der anderen Seite scheint da in so mal gewissen Derapage zu gehen oder Kontrolle scheint aber platzweise als Situation scheint aber zur Kontrolle zu geraten. Also sie nach nicht von Mengen ausländischen Homologen kontaktiert gehen. Ich muss ich so, dass auf jeden Fall den Tourismusminister mal gesagt hat, dass er keine Kampagne lancieren oder lanciert Tunnelo, die lächte ich, wie so kommt der Plätze, wo ich speise das alles ab. Der Fakt ist, dass egal ob Frontalier oder nicht Frontalier sich Regeln zu halten hört, die bei uns gelten. Das heißt, wir noch Regeln für denen andere gehört, das sind zum Beispiel, wenn die Bannen als eine Maske obligatoire ist. Und das zählt auch für jeden Verein. Dass sie das respektieren, was die Regierung dezidiert tun. Ich meine, wenn Dispositionen da sind, dass sie nicht mehr einen Perimeter kann rausgehen oder verschiedene Sachen kann machen, dann ist das doch eine Responsabilität von den Bürgern und von den Regeln, die sie an ihrem Land tun, und die auch sollen respektieren. Wie gesagt, die Regierung möchte keinen Appell, aber wirklich keinen Appell für die Leute zu sagen, kommt auf Lützeburg, wir sind hier an bei ihr zu. Das wir ein très court Effekt, vielleicht der Benefis für den einen oder für den anderen, aber nur halt Schuld, die groß wäre. Da wenn sie, wie gesagt, kein Appell, wo man so kommt bei uns bei ihr zu. Wir wären auch nicht froh, wie an Deutschland Sachen abgewischt wäre, wenn dann Träger gesagt hat, kommt bei uns zu das alles zu. Merci. Ja, Christoph Bump von Reporter.lu. Die hat Pummel betont, dass Zölle stabil sind, respektive nicht so schlimm, dass sie direkt handeln. An enger Statistik also aber schon einen klaren negativen Trend erkennbar, hat selber angeschaut.
Das sind Stierfälle oder Todeszahlen. Gestern gouf gemalt, dass Weekend 10 Leute und der Folge von Covid-19 gestorben sind. An den letzten 4 Wochen sind über 100 Leute und Covid-19 gestorben. Das sind bald so viel wie an der ganzen Periode seit März bis dahin. Wie erklärt ihr die aber signifikant Bus an den letzten Wochen an wie eine Rolle spielt die aber mehr Stierflichkeit an der zweiten Wahl par rapport zur ersten Wahl? Wie eine Rolle spielt die an ihrer politischen Strategie? Ja, vielleicht zu der Zule, du trägst das natürlich beunruhigend fällt ob, dass viele Leute gestorben sind und die wird die 3 Wochen nur analysiert. Da sind wir bei 75% von den Verstorbenen sind über 80. Das gesagt, dass effektiv wirklich die Population stark betroffen ist. Mehr als 2%, die unter 60 sind, von denen die gestorben sind. Nun keine richtig fest Statistiken, was Komorbiditäten angeht, also gewissen Retard Moment, weil Leute wirklich unter Front hier Arbeit machen, für uns zu rufen, und nicht so auf der Datenverarbeitung aktiv sind am Moment. Das aber so, wie die Gespräche, die schon mit den Spitälern vom Gefühl, sie wirklich ganz viel Komorbiditäten mit am Spiel. Und ob man absolut schmeckt, das auch, wenn ihr seht, dass nicht mehr viel Luft von oben, man will natürlich auch als Ambition haben, wir stehen ganz gut international, wir hatten keine signifikativ Surmortalität, die wollen wir auch nicht kriegen. Und ob das absolut einen Impact wird tun, das bleibt noch auszuwerten. Das ist eine Evolution, die sicherlich besorgniserregend ist. Das wie gesagt eine Population, die konzerniert als Komorbiditäten. Wir sind auch nicht richtig. Ich meine, das wird auch recht lange nur der Krise wissen, wie genau die Reportingen an den anderen Ländern gemacht gehen. Bei uns sind noch viele Leute, nicht offensichtlich, als absolut durch den Covid gestorben sind. Sie haben Covid, sie sterben, sind dummer auch an der Statistik ungefährt, auch in Deal jedenfalls von denen Leute, also in anderen Begebenheiten letztendlich gestorben, wie just Covid. Das ist so rein kann ich nicht holen, mit dort natürlich recht, das ist eine Evolution, die einem sorgen möchte, die auch unter anderem natürlich auch dazu beiträgt, dass man so nicht wirklich mehr Ruf geht, da muss man einen Schritt beilegen und das forcieren, dass man darauf kriegen. Wir sind ansonsten, man nicht will sehen. Okay, merci. Serge Gassler, Radio 10,7, du gerade angekündigt hast, die Erstlieferung von Schnelltester nach dieser Woche geliefert wird. Wo die an der Zwischenzeit schon festgelöscht, wie die angesagt gehen, wo sie prioritär angesagt gehen? Ja, die müsste voraussichtlich das Woche kommen. Die Kommande müsste eure Kommuniqué rausgegangen. Sie schon? Nee, geht heute raus. Du könnt Detail dazu, ich gebe darüber verweisen. Und effektiv eine Richtlinie gehen, wie man die werden ersetzen. Die kann nach anderen Kindern normalerweise am Laufe dieser Woche eine Rekommandation von der Europäischen Gesundheitsbehörde zu dem Thema. Wenn die bis dahin kann sein, dass man ein Ajustement machen. Wir haben effektiv heute kommunizieren über die Schnelltester, die an den Einsatz kommen. Luc Lamboul vom Tageblatt, ich wollte noch eine Präzision zu der legislativer Prozedur. Das heißt, das Projekt de loi geht an der Chambre und dann leiden du bis gebraucht wird. Nee, leid nicht. Das ist für den But. Leid nicht. Der But ist den Text getaucht deposiert. An der Chambre geht dann an den Staatsrat. Das ist ein offizielles Dokument. Das wird mir aber, wo wir Demandeur sind, als dass der Wort vom Text nicht stattfindet. Das heißt, da sind stehen delegiert. Wir wollen aber nicht nächste Woche auf einer Situation sein, wo wir dann dezidieren, das wird wir heute dezidieren, die richtige Schritt wären, und dann durch Prozedur legislativ nach einer vielleicht eine Woche gebrauchen, da wenn sie wo als Decision die zu sind, wir geben den toten Text, den Anfang, die Interaktion sozial so drastisch limitiert wie auch nicht möglich. Die richtige Antwort ist auf eine Situation, wenn wir die Palier auf dem Niveau haben. Das heißt, die geht an die Chambre, die Gesundheitskommission wird nur schon Tagen an das Wort Tagen, das heißt, die wird noch schon einen Rapport unholen. Aber das eine schwer ist, und das muss ich nicht bewusst sein, dass auch gut möglich ist, dass nächste Woche Amendmente muss kommen. Das heißt, wenn zum Beispiel, weil wir müssen Verlängerung von der Ausgangssperre haben. Das heißt, wenn nächste Woche aber Zule giffen
wirklich Ruf gehen. Das heißt, dass man die anderen Mesuren nicht brängstellen, da wäre eine aufgespeckte Version am Anfang, die nächste Woche dann an der Chambre gestimmt geht. Mir für uns war einfach wichtig, dass die Chambre und noch der Conseil d'État, für das man nicht den Vorwurf gemerkt kriegt, muss man nicht so hasselig und das geht nicht tun. Da haben wir 6 Tage Zeit, wir können um den dritte Projekt zu schaffen, an dem wir antizipieren, mehr mit einem Szenario, wo, wie gesagt, Zahlen so hoch bleiben, wie sie im Moment sind. Mit dem Text geht weiter, das heißt, normalerweise müsste dann auch Ende der Woche ein Avis vom Staatsrat da sein und noch ein Rapport an der Kommission schon angehört, das heißt, dass da nur just nach eine Formsache für zu stimmen. Moyenne, Joseph Gaulier, vom Essentiel. Je suis un infro de vaccin. Est-ce que vous avez déjà pensé à la stratégie? Est-ce qu'il pourrait être rendu obligatoire ou est-ce qu'un privé, par exemple un restaurant ou une salle de concert ou un magasin, pourra l'exiger pour ses clients, disons, exiger qu'ils aient été vaccinés pour pouvoir rentrer? Alors, wir sind am Moment am Gangen und der Strategie auch für eine ganze Vaccination zu schaffen. Die Santisminister wird doch da ein paar Mal ausgeschafft. Ich muss verstehen, dass wir uns aber auch da ethisch vorgehen. Dafür macht der Komitee d'Ethik, ich weiß nicht, ob es schon heute sehr genauso danach sehr geht, aber auf jeden Fall ist das an den nächsten Stunden gedurcht, für auch die prinzipielle Frage stellen, weil es muss noch Prioritäten gesagt gehen. Für uns dafür als Komitee d'Ethik da, für uns da auch zu sagen, wie hier Meinung dazu ist. Ich muss persönlich so nach dem Regierungsrat nicht darüber diskutiert, ob obligatorisch oder nicht obligatorisch. Ich muss sagen, dass eine Impfung eine Sache ist, dass meine persönliche Meinung, der Bürger muss selber sich auch entscheiden. Das heißt, ich werde auf jeden Fall nicht plädieren, für das man eine Pflichtvaccination auch haben, mit einer Responsabilisation für die Verhängen. Und die Bürger müssen sich bewusst sein, dass verschiedene andere Länder riskieren, Einschränkungen zu machen bei Rentreen am Land, wenn nicht geimpft ist oder kein PCR-Tester gemacht wird, etc. etc. Da wie gesagt, das ist eine Sache von Responsabilität personell für die Verhängen, aber lo zu sagen, dass sie muss geimpft gehen, ist auf jeden Fall am Mengen nicht, das werde ich pronieren, wenn die Diskussion am Regierungsrat wird kommen. Das ist schwer von allen einzelnen Bürgern. Voilà. Merci. Merci.